Der nächste Weltkrieg ist eine kritische Periode für zu verstehen, wie das aktuelle lützeburgische politische System funktioniert. Es kann nicht sagen, dass die Evenementer zwischen 1914 und 1910 ein Katalysator von der Aufhebung vom allgemeinen Wahlrecht waren. Erstens mal wird das Land besetzt, Leute haben Hunger gelitten am Krieg. Da kommt dabei, dass die russische Revolution auch ihre Flehen zu Lützeburg hat, dass zum Beispiel 1917 ein großer Streik ausgebracht, den zwar nicht reüssiert wird, aber das hat aber alles dazu beigetragen, dass die Arbeiter sich organisiert haben. Und dann als eine Verfassungsrevision gewesen am Ende vom Krieg, das heißt am Sommer 1918 so gefangen ging, über die Einzelartikel zu schaffen und zu diskutieren. Und direkt nach dem Ersten Weltkrieg im November sind Leute auf die Straße gegangen und sie haben manifestiert, besonders auch gegen Großherzogin Marie Adelheid. Und sie haben die Republik gefordert, aber sie haben auch das allgemeine Wahlrecht gefordert oder den 8-Stunden-Tag. Die Rolle der Monarchie geht also frohgestellt. Es wird der Großherzogin Marie Adelheid reprochiert, während dem Krieg zu konziliant mit dem deutschen Besetzer gewirkt zu sein. Den Emil Reuter von der Rätspartei geht am Hirsch 1910 Staatsminister und muss die Zukunft von Lützeburg organisieren. Und er hat eine zentrale Rolle gespielt für das allgemeine Wahlrecht in dem Sinn, dass hier die Monarchie retten und dafür hat hier direkt, wie die Forderungen einer Republik kommen sind, proposiert ein Referendum zu Lützeburg über die Staatsform zu machen, also Monarchie oder Republik. Und hier hat auch proposiert, die Frauen sollten können mit und dem Referendum partizipieren. Und damit war eigentlich schon klar, dass sie dann auch das allgemeine Wahlrecht für die Normalwahlen kriegen. Und da hat die Rätspartei sich dann zusammen mit den Sozialisten gegen die Liberalen durchgesetzt, für das freie Wahlrecht anzuführen.